aber vielleicht auf Wiesen. Hier zu bedienen ist für die meisten von uns ja die Horrorvorstellung schlechthin. Betrunkene Gäste, schweres Geschleppe, Stress, Stress, Stress. Wie hältst du das aus, Sabine? Ich denke, einer der größten Stressfaktoren ist halt dieser ständige Lärmpegel, der auf einen eintritt. Von daher, wenn ich zu Hause bin, dann ist keine Musik, nur Stille, ich mache mir einen Tee und dann gehe ich auch ins Bett. Lohnt sich das Ganze denn wenigstens? Das verraten wir Ihnen. Für Sabine ist das Oktoberfest kein Fest der Gemütlichkeit. 16 Tage lebt sie in einer eigenen Welt. Von früh bis spät im Bierzelt. Jeden Tag Menschenmassen, die einfach nur trinken und feiern wollen. Wenn die Leute Spaß haben, dann ist es auch eine gute Sache und dann habe ich auch irgendwie Spaß dabei. Ja. Um 15:30 Uhr ist Reservierungswechsel. Die alten Gäste müssen weg, für die neuen ist frisch aufgedeckt. Aber nur für die, die bis zu einem Jahr im Voraus reserviert haben. Grüß Gott, Jungs, ihr seid nicht von der Reservierung, gell? Müsst ihr euch leider bitten, aufzustehen. Wir rennen aber sofort weg, wenn die kommen. Ja, es tut mir leid. Okay. Danke euch. Sie löst das mit Charme. Als Wiesenkellnerin ist sie täglich 12 Stunden auf den Beinen. Deshalb bringen wir an ihrer Dirndlschürze einen Schrittzähler an. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich pro Tag laufe. Das ist schwer. Dieses Jahr mache ich viel Essen. Da läuft man, denke ich, weniger, als wenn man mit Bier läuft. Vielleicht 5 Kilometer. Ob sie mit den 5 Kilometern richtig liegt? Jetzt beginnt das große Geschäft mit dem Essen. Am beliebtesten der Klassiker, das halbe Hähnchen für 9,75 €, ohne alles. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wiegt. Also 11 ist schon sehr schwer. 13, aber dann muss man aufpassen, dass die einem nicht runterfallen. Danke dir. Weil bei 13 stapelt man dann 3 Lagen und das ist schon schwer. Okay. Mit 11 halben Hähnchen auf dem Tablett bahnt sich die Psychologiestudentin aus Leipzig den Weg durchs Zelt. Immer der gleiche Ablauf. Sobald das erste Bier ausgeschenkt ist, wollen die Gäste möglichst schnell mit einer essbaren Grundlage versorgt werden. Mit einem sogenannten Klicker zählt Sabine heute für uns mit, wie viele Maß Bier sie in einer Schicht an den Mann bringt. Sie muss bei allen Speisen und Getränken in Vorkasse gehen. Wir geben hier unsere Bierzeichen ab, die haben wir vorher gekauft. Für jedes Bier ein Bierzeichen. Der Herr kontrolliert, wie viele ich nehme und die Schenke gibt mir aus, was ich brauche. Die Halbbrasilianerin arbeitet dieses Jahr bereits zum 7. Mal auf der Wiesn. Sie hatte sich im Abi-Jahr beworben und wurde prompt genommen. Auch wenn sie keinerlei Erfahrungen in der Gastronomie hatte. Ich habe vorher noch nie bedient, aber es geht. Die anderen Kellnern weisen einen ein, zeigen einen so ein bisschen, wie es geht und es hat ganz gut funktioniert. Es ist kurz vor 18 Uhr. Auf den reservierten Plätzen ist es bereits brechend voll. Keine Besucherin möchte jetzt mit Sabine tauschen. Respekt vor den ganzen Kellnern, weil es ist sicher nicht leicht. Es ist ja ziemlich laut und man versteht auch nicht immer alles. Ich finde das immer beeindruckend, wie die da 10 Krüge Bier durch das ganze Zelt transportieren. Ich weiß nicht, ob es zu bestimmten Zeiten wirklich Spaß macht. Jetzt beginnt die heiße Phase. In den frühen Abendstunden wird am meisten Bier bestellt. Später, wenn die Besucher auf den Bänken stehen, wird viel weniger umgesetzt. Bei Sabine machen sich erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Es ist der 7. Wiesentag und sie ist schon wieder seit Stunden im Einsatz. Man kann wirklich eigentlich nichts dagegen tun, dass es so in die Arme geht. Am Abend tun sie weh und dann kann man sie einrahmen mit Franzbratwein und dann versucht man es wegzuschlafen. Doch vom Schlafen wollen die Gäste hier momentan noch gar nichts wissen. Die Stimmung ist jetzt am Kochen. Der Alkoholpegel steigt von Minute zu Minute. Im Hofbräuzelt sind mittlerweile mehr als 10.000 Besucher. Für die Bedienungen wird es zunehmend schwieriger, sich einen Weg durch die Feiernden zu bahnen. Sabine mitten im totalen Chaos. Je mehr getrunken wird, desto mehr Besucher können auch ihre Hände nicht mehr bei sich behalten. Ich meine, das ist natürlich unangenehm, aber man läuft einfach andauernd an Leuten vorbei. Sabines Freund arbeitet in der IT-Branche. Sie hat ihm gleich klar gemacht, dass er sie während der Oktoberfestzeit 16 Tage lang nicht zu Gesicht bekommen wird. Wie viel genau sie verdient, verrät keine Bedienung, aber es dürften zwischen 8.000 und 12.000 € sein in 2 Wochen. Ich fange jetzt gleich meine Promotion an, ich gehe in die Staaten und da weiß ich schon, da werde ich dann ein Auto brauchen, der Flug ist teuer, neuer Hausstand, dafür kommt das Geld. Und dafür habe ich es auch bitter nötig. Klingt lukrativ, aber es ist eben auch ein Knochenjob. Und so viele Maß Bier sie auch in den 2 Wochen austrägt, das Trinken von Alkohol ist für eine Wiesenbedienung absolut tabu. Wenn Sabine zu sehr ins Schwitzen gerät, hilft nur ein Schluck aus der Wasserflasche. Seit 6 Stunden ist sie jetzt bereits im Einsatz. Zeit für einen kurzen Blick auf den Schrittzähler. 6.742 Schritte. Also ich habe jetzt, wie viel?
viele Kilometer? 4.794. Hey, jetzt bin ich fast bei den 5 Kilometern, die ich gesagt habe, die ich am Tag mache. Ehrlich gesagt, dementsprechend fühle ich mich jetzt auch. Ich bin schon ganz schön kaputt. Kurz vor Ende ihrer Schicht. Sabine hat an diesem Tag 343 Bier verkauft. Für jede Maß erhält sie 84 Cent Bedienungsgeld. Plus Trinkgeld und die Einnahmen vom Essen. Grob geschätzt müsste sie so auf einen Tagesverdienst von etwa 700 € kommen. In 16 Tagen Wiesn würde das etwas mehr als 11.000 € ergeben. Und dann gibt's Urlaub. Den braucht sie aber auch. Pro Tag verbrennt Sabine hochgerechnet mehr als 5.000 Kalorien. Das zehrt, nicht nur körperlich. Ich denke, einer der größten Stressfaktoren ist halt dieser ständige Lärmpegel, der auf einen eintritt. Von daher, wenn ich zu Hause bin, dann ist keine Musik, nur Stille, mach mir einen Tee und dann gehe ich auch ins Bett. Eines steht für Sabine jetzt schon fest. 2013 wird sie wieder mit von der Partie sein. Denn für eine Wiesenkellnerin gilt, einmal Bedienung, immer Bedienung.